Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Jara utrobne smim, jako wasadne fara zúrazniť svoje veselo a veselo wasady, za tute kemše, które sú za našich wierszk naszej swedenskiej dekady z nami svedčí apoštolský nuncius, svoja excelenca arcybiskup dr. Nikolaj Terovič. Utrobne vítajte k nám. Tež virkneže biskupy Heinrich Timmer-Evers, vítajte k nám, bratia v miešťanskej službe, neže Pfarrer Gerhard Warnerer, Pater Dr. Johannes Müller, Vizerektor Romskej Anime, Florian Mroz, tež abatisa kloštra Marina Vizda ze sotrami džens tu z nami kemše svedčí. To runde vítac mim honorárneho konzula doktora Petra Neumana. Die zaposłanču Sakského krajného sejma Elen Jenč, předsedu domoviny Davida Statnika a vizo nám všim, dere znatoho tutých dňach tak jara husto, tež do služby za toho vesternostu Marko Klimana. Veselu so vítac mieč vás wasadnych z Bačonskej a našej wasady a tež dalších hostčí. Als Pfarrer der Pfarrei Heiliger Apostel Simon und Juda darf ich zum Ausdruck bringen, wir freuen uns von Herzen und sehen das für unsere Pfarrei als große Ehre an, dass wir aus Anlass unserer 800-Jahr-Feier heute Sie, den Gesandten des Heiligen Vaters, seine Exzellenz Erzbischof Dr. Nikolaj Terovič bei uns hier in der Pfarrkirche zur Feier der Heiligen Messe begrüßen dürfen. Ebenso groß ist unsere Freude darüber, dass auch Sie, Herr Bischof Timmer-Evers, gekommen sind, sich mit uns zu freuen und den Glauben uns zu stärken. Ich begrüße die Mitbrüder, den Vizerektor der Anima, Florian Mroz, Pater Dr. Johannes Müller und Pfarrer Gerhard Werner, auch Frau Äbtissin Gabriela Hesse und die Schwestern des Konventes aus Marienstern. An dieser heiligen Messe nehmen teil in Vertretung von seiner Exzellenz Gordan Bakota, Botschafter der Republik Kroatien, Honorarkonsul Dr. Peter Neumann, Elen Jenč, Abgeordnete des Sächsischen Landtags David Statnik, Vorsitzender der Domowina und selbstverständlich, wie sonntags immer, unser Bürgermeister Marko Kliman. Euer Exzellenz, bitte Sie, mit uns zu feiern. Liebe Schwestern und Brüder, das ist eine große Freude, diese heilige Messe zusammen feiern. Aber wir wissen, dass wir alle sündige Leute so brauchen Gottes Hilfe. Beten wir Gott und barmherziger Gott um Vergebung unserer Sünden, damit wir mit reinen Herzen diese heilige Messe feiern können. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und alle Brüder und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unseren Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser, lass uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo.
Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altares hast du uns das Gedächtnis deines Leides und deine Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verhören, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du in der Einheit des Heiligen Geistes mit Gott, dem Vater, lebst und herrschst in alle Ewigkeit. Słyszymy czytanie z Księgi Genesis. We wonnych dniach przyniesie Melchizedek, zalemski król, chleb a wino, wun bemienujcy miesznik Najwyższego Boha. Wun je pożonowa a rekne. Żonowany buć Abram wod naszego Najwyższego Boha, kiż je niebio a ziemiu stworzył. A żonowany buć Najwyższy Bo, kiż je twoich nieprzyjacielów do twojej ruku podał. A Abram da jemu 10 kwoty wszeho. Słyszeliśmy słowo Boże. Oj,
Die zweite Lesung hören wir aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte: Das ist mein Leib für euch, tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wort des lebendigen Gottes. Halleluja, Halleluja. Tak рече князь, ясен живый хлеб, кище с небес пришел. Ели будешь тут он ли хлеб есть, будешь живы навеки. Kněz, buď s vámi. Słowa świętego zczynia po Lukaszu. W wolnym czasu rycze Jezus kluczom w Bożym Królestwie, a wujo wasze tych, kiż trzeba uzdrowienie, ale dzień po czasu nakilecz, tuż przystąpichu 12, a reknechu jemu, rozpuszcz syły, zoby chudo w okolnych soła statokowate szli, a Gospodu, a jedź się obstarali, tu dziesmy na pustej krainie. Ale w nim rekne, dajcie wy im jedzie. Oni pak prajchu, nie mamy wiace hać pecz klibą, a dwie rybie kiba zo dojdziemy niedzie, a nakupimy żywidło zauszon lud. Bieta mienujce na peczce sac muži a rekne swoim buczobnikam, dajcie so im po skupinach po nikak 50 rosy dać, z činichu tak, a wszyscy so zesedachu. Wunza pecz klibą a dwie rybie, polada knibiu, pożonuwa je, a wama jo dawaše vučomnikam, zobychu je ludy kładli. Wszyscy jedzachu, a nasyčichu so, a z toho, štož im vosta, nazbiera so 12 korbów. In jener Zeit redete Jesus zum Volk vom Reich Gottes und machte gesund, die der Heilung bedurften. Als der Tag zur Neige ging, kamen die 12 und sagten zu ihm: Schickt die Leute weg, damit sie in die umliegenden Dörfer und Gehöfte gehen, dort Unterkunft finden und etwas zu essen bekommen, denn wir sind hier an einem abgelegenen Ort. Er gab zur Antwort: Gebt ihr ihnen zu essen? Sie sagten: Wir haben nicht mehr als 5 Brote und 2 Fische. Wir müssten erst weggehen und für dieses ganze Volk etwas zu essen kaufen. Es waren nämlich etwa 5000 Männer. Er aber sagte zu seinen Jüngern: Lasst sie sich in Gruppen zu ungefähr 50 lagern.
Die Jünger taten so und veranlassten, dass sich alle lagerten. Jesus aber nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf, sprach den Lobpreis und brach sie. Dann gab er sie den Jüngern, damit sie diese an die Leute austeilten. Und alle aßen und wurden satt. Als man die übrig gebliebenen Brotstücke einsammelte, waren es 12 Körbe voll. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. O Wunder der Wunder, es nähren vom Herrn sich arme Knechte und Niedere. Exzellenz, verehrter Herr Bischof Timmer-Evers, liebe Schwestern und Brüder, an diesem Sonntag feiern wir hier in Croswitz nicht nur das 800-jährige Jubiläum der Errichtung der Pfarrei der heiligen Apostel Simon und Juda, wofür wir den dreieinigen Gott unseren Dank sagen, sondern wir begehen auch das Fronleichnamfest, wo wir in ehrfürchtiger Feier den Leib und das Blut Jesu Christi anbeten und durch die Straße dieser ehrwürdigen Gemeinde tragen werden, die schon im Jahr 1225 urkundlich erwähnt worden ist. Die übergroße Mehrheit der Bewohner ist bis heute katholischen Glaubens und spricht Obersorbisch. Als Vertreter des Heiligen Vater Leon XIV. In der Bundesrepublik Deutschland übermiete ich die herzlichen Glückwünsche des Bischofs von Rom und Hirten der Universalkirche und seinen Dank für die Glaubenstreue von Generation zu Generation. Vor allem bin ich für euer Gebet in Gemeinschaft mit Papst Leo XIV. Für die Einheit der Kirche und für den Frieden auf dieser Erde, die tief voll aller Gewalt und viele Kriege verwundet ist. Am Ende der Heiligen Messe oder Prozession erteile ich euch gerne den apostolischen Segen. Euch, die ihr hier mitfeiert, aber auch all euer Lieben, vor allem den Alten und den Kranken. Ich danke Herrn Pfarrer Melchidellenk für die freundliche Einladung, diese festliche Eucharistie vorzustehen und sie mit Ihnen und eurem verehrten Ortsbischof Monsignor Heinrich Timmer-Evers zu feiern. Wunder der Wunder. Wir wollen kurz bei den Wunder verweilen. Nach dem heiligen Thomas von Aquin, der des Hymnus Panis Angelicus fast zur gleichen Zeit geschrieben hat, wie eure ehrwürdige Pfarrei gegründet wurde, ist die Eucharistie der Leib und das Blut unseres Herrn Jesus, Nahrung der Armen, Knechte und Niederen. Das Himmelsbrot stärkt jene, die auf den irdischen Pilgerweg sind. Wir alle sind unterwegs zum Ziel im Haus des himmlischen Vaters. Hierbei gibt es viele Herausforderungen und Schwierigkeiten. Jeder von uns kennt sie. Viele haben sie in ihrem Leben und den politischen Systemen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten erdulden müssen. Und dennoch sind sie in alle Zweifeln den Glauben treu geblieben. Mehr noch, wie Abraham wurden sie auch hier in Croswitz durch die heilige Gabe
das reine Opfer deines Hohenpriesters Melchisedek genährt. Auf diese Weise gestärkt konnten und können wir in Glauben Pilger der Hoffnung in diesem heiligen Jahr 2025 unseren christlichen Leben gestalten. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt, wie uns der heilige Apostel Paulus in der heutigen zweiten Lesung sagt. Das Wunder der Wunder nährt uns in dieser Zeit am Leib und Seele. Gebt ihr ihnen zu essen. Dass Pilgerschaft bedeutet kann, wird deutlich, wenn wir mit dem eucharistischen Heiland durch die Straßen ziehen. Wir pilgern nicht allein, sondern der Herr Jesus geht mit uns. Er ist bei uns, wie er unterwegs mit den Jüngern nach Emmaus war. Auch wir sind wie die Emmaus-Jünger oft unverständig und erkennen den Herrn Jesus erst spät, als er das Brot brach. Manche von uns können gut verstehen, wenn wir das Lied "Bleibe bei uns" singen, wo es unter anderem heißt: Weit war der Weg, wir flohen fort vom Kreuz, doch du Verlorener führtest uns bereits. Wenn wir als Pilger der Hoffnung unterwegs sind, dann wollen wir im Leben wie im Sterben beim Herrn bleiben, wollen so anbeten, indem wir ihn durch Raum und Zeit tragen. Vielleicht denken einige Leute, dass Kreuzwitz oder die Oberlausitz ein eher abgelegener Ort und Landstrich ist, weit entfernt von den Zentren wie Dresden oder Berlin. Doch sie können gerade heute die gleiche Erfahrung machen wie die 12, darunter auch eure Pfarrpatrone, die heilige Apostel Simon und Juda, die zum Herrn Jesus sagten, er sollte die Leute wegschicken, um anderswo etwas zu essen zu finden oder zu übernachten, denn wir sind hier an einem abgelegenen Ort. Nach menschlichen Maßstäben war es mit Blick auf die vielen tausende Menschen, die um Jesus geschart waren, um seine Lehre zu hören, richtig, sie wegschicken zu wollen, denn sie hatten nicht mehr als 5 Brote und 2 Fische. Doch der Heiland erteilt ihnen einen unmissverständlichen Auftrag. Gebt ihr ihnen zu essen. Der Herr Jesus nimmt das Wenige an Brot und Fisch, gibt den Aposteln Anweisungen, die Menschen in die Gruppe zu lagern. Die Menschen dort sind also keine große anonyme Masse mehr, sondern sie werden als Gemeinschaften organisiert, die miteinander rasten und essen. Und wie bei letzten Abendmahl oder mit den Emmaus-Jüngern, so geschieht auch jetzt, dass Jesus das Brot und hier auch die Fische nimmt, den Lobpreis spricht und es bricht und den Jüngern gibt, damit sie die Menschen speisen. Das Wunder der Brotvermehrung nach dem Evangelisten Lukas wird fast lakonisch zusammengefasst und alle aßen und wurden satt. 2 Beobachtungen möchte ich herausstellen. Zunächst ist es Jesus, der handelt, das Brot bricht und auch vermehrt. Er macht das einfache Brot zur Himmelsgabe, zum Brot der Engel, mit den Menschen genährt werden. Doch die Jünger sind es, die diese himmlische Gabe austeilen. Sie sind die ersten Ausspender der Geheimnisse. An diesem angelegenen Tod wurden die Jünger praktisch zu Priestern, die den Menschen die Kommunion reichten, die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Wenn die Jünger beauftragen werden,
den Leuten zu essen zu geben, so ist das auch ein karitativer Auftrag. Es sollen alle satt werden, nicht nur einige Privilegierte. Deswegen bilden die Gläubigen auch hier in Croswitz seit Jahrhunderten eine Gemeinde, die sich auch um die Armen, Knechten und Niederen kümmert. Die Hilfsbedürftigen unserer Zeit leben heute nicht nur nebenan, sondern wir müssen um die Not so vielen Menschen rings um den Erdenkreis. Und so möge jeder nach seinen Fähigkeiten auch für diese Menschen zu Pilger der Hoffnung werden. Ein Pilger, der nicht nur selbst hofft, sondern andere Hoffnung gibt. Es waren 12 Körbe voll. Nach dem Mahl wurden die nicht verzehrten Brotstücke angesammelt. Nichts sollte entkommen und verderben. Und den hohen Wert von Lebensmitteln wussten die Menschen zur Zeit Jesu und zu allen Zeiten, die keinen Überfluss oder Konsumismus kannten. Das galt in der langen Tradition der Pfarrei in Croswitz, wo es auch Hungerzeichen gegeben hat. Wenn diese Sorgfalt für die irdische Gabe des Brotes gilt, und wie viel mehr muss sie für die himmlische Brot gelten, das zu allen Zeiten der Geschichte der Kirche den Gläubigen gespendet werden konnte. Die Gläubigen früherer Zeiten haben viel auf sich genommen, um für Hostien und Wein zu sorgen, damit die heilige Messe gefeiert werden konnte. Wenn wir heute die Eucharistie feiern und zur Kommunion gehen, dann reihen wir uns ein in die Geschichte der Gläubigen, die seit der Urkirche und die Kreuzwitz seit 800 Jahren betet, zum Altar Gottes will ich tränen, zu Gott, der mich erfreut von Jugend auf. Und zur Kommunion, zur Gemeinschaft mit Christus unter der Gestalt des Brotes zu gehen, setzt voraus, dass der Gläubige sein Gewissen prüft und woher zu Beichte geht, das Sakrament der Versöhnung empfängt, und zwar als ein Armer, aber eben nicht als Verdorbene, den Leib des Herrn zu empfangen. Denn wir sollen als Gläubige zu lauten Zeugen seines Evangeliums werden. Bis zum heutigen Tag leben wir von den 12 Körben vom Brot, der die Zahl 12 weist auf die Apostel und ihre Nachfolger bis zum heutigen Tag. Auf diese Weise verbinden sich die heutige Eucharistiefeier mit der verbundenen Brotvermeldung damals und mit dem letzten Abendmahl in Jerusalem, wo in Brot und Wein das Ostergeheimnis von Leiden, Tod und Auferstehung Jesu Christi gegenwärtig wird. Liebe Schwestern und Brüder, die selige Jungfrau Maria flehen wir und ihre Fürsprache an, damit uns Gott immer dieses Brot vom Himmel gibt, das alle Erquickung in sich birgt. Denn, o Wunder der Wunder, es nähren von Herrn sich Arme, Knechte und Niedere. Amen. Euer Exzellenz, ich darf Sie nun bitten, dass Sie die vorbereitete Wandlungsglocke, sie stammt aus dem Geläut, das ursprünglich die Kirche einmal hatte. Sie hat die Weltkriege überdauert und soll auch in Zukunft für die Heilige Messe klingen als Wandlungsglocke, dass Sie diese Glocke nun durch Gebet und Segen in Dienst nehmen.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott. Du rufst die Menschen und schenkst ihnen dein Heil. Wir loben dich, wir preisen dich. Du versammelst dein Volk und führst es zum Einheit mit dir und untereinander. Wir loben dich, wir preisen dich. Du gibst Hoffnung und Zuversicht und machst uns zu Diener der Freude unserer Brüder. Wir loben dich. Wir preisen dich. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so, jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten. Herr des Himmels und der Erde, dich preisen deine Schöpfung. Im Himmel und auf der Erde erschaffst dein Lob. Voll Vertrauen bitten wir dich, segne diese Glocke, die dein Lob kündet. Sie soll deine Gemeinde zu Gottesdienst rufen, die Säumigen mahnen, die Mutlosen aufrichten, die Trauernden trösten, die Glücklichen erfreuen und die Verstorbenen auf ihren letzten Weg begleiten. Segne alle, zu denen der Ruf dieser Glocke dringen wird, und führe so deine Kirche von Überalter zusammen in dein Reich. Das gewähre uns durch Christus, unseren Herrn. Die Schwestern singen jetzt ein Lied. Dann ist Credo. Leib Christi
Herr Jesus Christus, du bist das Brot des Lebens. Wir rufen zu dir. Modlíme sa na našu církev. Skutruj przez osviečenie túto vopora viernu zhromadnosť, so neby verili vo Tebe jenož videli, ale Tebe uznali. Christe, slyš nás. Lasset uns beten für unsere Kinder, für Jugendlichen. Herr, führe sie zu einem frohen und lebendigen Glauben, damit sie einmal als mündige Christen dich durch Werke der Gottes- und Nächstenliebe als den einzigen und wahren Gott bekennen. Christus, höre uns. Modlíme sa za našu osadu. Jezusa, Ty przepraszujesz nas k tomu, żebyśmy Cię nasledowali. Skutkuj nas przez osviečenie túto vopora viernu zhromadnosť, ktorá vzájomne pomha. Christe, slyš nás. Lasset uns beten für die Kranken und alten Menschen. Christus, der Heiland der Welt, sei ihnen nahe in ihrem Leiden. Er heile ihre Krankheiten und lasse sie ihre Hoffnung nicht verlieren. Christus, höre uns. Modlíme sa za našich susedov, kolegov, priateľov a za nás samých. Chrystusa, bracie všetkých, buď stane pri nás a daj nám przez osviečenie túto vopora vodnú moc, ktorúž ve všetných vyžadaných trebame. Christe, slyš nás. Lasset uns beten für die Verstorbenen. Christus, der Sieger über Sünde und Tod, verzeihe ihnen alle Schuld und schenke ihnen Anteil an seinem Leben in der Herrlichkeit des Vaters. Christus, höre uns. Herr Jesus Christus, du lädst uns immer wieder ein zum Gastmahl deiner Liebe, durch was wir mit dir verbunden sind. Führe uns durch diese Speise zum ewigen Leben in deiner Herrlichkeit. Amen.
Betet, Bruder und Schwester, dass mein und für Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Herr unser Gott, wir bringen das Brot dar, das aus vielen Körnern bereitet, und den Wein, der aus vielen Trauben gewonnen ist. Schenke deine Kirche, was diese Gaben geheimnisvoll bezeichnen, die Einheit und der Frieden. Darum bitte wir du Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebe die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken den Herrn, unser Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtige, ewige Gott, immer und überall zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Als der wahre und ewige Hohenpriester hat er die Feier eines immerwährenden Opfers gestiftet. Er hat sich selbst als Opfergabe dargebracht für das Heil des Welt und uns geboten, dass auch wir diese Gabe dann bringen zu seinem Gedächtnis. Er stärkt uns, wenn wir sein Leib empfangen, den er für uns geopfert hat. Er heilige uns, wer will sein Blut trinken, das er für uns vergossen hat. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengel, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres, die Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, du bist alle großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir von deinem Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den nächsten Tag der Woche, als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, der du zu deinen Rechten erherrscht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen der Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte seine Jünger und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahmen nach dem alten Kelch, dankte wiederum,
reichte ihn seine Jünger und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Wspominaj knieže na svoju církev, poušli zemi rozbrojenú a vúda splňujú ľubosčí. Pomáže našim bámšom Leom, našim biskupom Heinrichom a ze všim duchovstvom. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Smiesto nad nami všetkými prosíme, spošť nám večné živenie z Božnej Bohoroditeľkou kniežnu Mariu, se svätým Jozefom, se svätými apoštolami a všemi svätými, hoci so ti ze všech vekov spodobajú, so bychme če chválili a slavili přes tvojho Syna, Jezusa Christusa. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Precepti salutaribus moniti, e divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, utope misericordiae Tue adiuti, et a peccato simul semper liberi, et ad omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi. Quia tuum est regnum, et potestas, et gloria in saecula. Der Herr hat zu seinem Apostel gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, deshalb bitten wir. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ich nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch.
und mit deinem Geist. Miteinander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Friede. Liebst oben. Ach so. Friede sei mit dir. Friede sei mit dir. Agnus Dei, victoris peccatum, Agnus Dei, victoris peccatum, Agnus Dei, victoris peccatum, non ad nobis Seht das Lamm Gottes, das Himmel nimmt die Sünde der Welt. Herr, bin ich würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Leib Christi.
Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, der Empfang deines Leibes und Blutes ist für uns ein Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit. Sättige uns ein ewiges Leben durch den vollen Genuss deiner Gottheit, der du lebst und herrschst in alle Ewigkeit. Fluvialium. Fluviale. Ah. Ja, danke. Ah, mit dieser.
Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit war Jesus bei einem der führenden Pharisäer eingeladen, und einer der anderen Gäste sagte zu ihm: Selig, wer im Reich Gottes am Mahl teilnehmen darf. Jesus sagte zu ihm: Ein Mann veranstaltete ein großes Festmahl und lud viele dazu ein. Als das Fest beginnen sollte, schickte er seinen Diener und ließ den Gästen, die er eingeladen hatte, sagen: Komm, es steht alles bereit. Aber einer nach dem anderen ließ sich entschuldigen. Der Erste ließ ihm sagen: Ich habe einen Acker gekauft und muss jetzt gehen, um ihn besichtigen. Bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte: Ich habe 5 Ochsengespanne gekauft und bin auf dem Weg, sie mir genauer anzusehen. Bitte entschuldige mich. Wieder ein anderer sagte: Ich habe geheiratet und kann deshalb nicht kommen. Der Diener kehrte zurück und berichtete alles seinem Herrn. Da wurde der Herr zornig und sagte zu seinem Diener: Geht schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und holt die Armen und die Krüppel, die Blinden und die Lahmen herbei. Bald darauf meldete der Diener: Herr, dein Auftrag ist ausgeführt, aber es ist immer noch Platz. Da sagte der Herr zu seinem Diener: Dann geh auf die Landstraßen und vor die Stadt hinaus und nötige die Leute zu kommen, damit mein Haus voll wird. Das aber sage ich euch: Keiner von denen, die eingeladen waren, wird an meinem Mahl teilnehmen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Alleluia.
Jezusa, ich proszę wszystkich na wieczną hostczynu. nad nami. Jezusa, iście sa poniżyła podał k naszemu spomożeniu. nad nami. Jesus, du gibst sich uns als Speise, erbarme dich unser. Jesus, du bringst den neuen Himmel und die neue Erde. Erbarme dich unser. Modlmy się o plody ziemia człowieczego dzieła. Knieże, daj słońcu, a deszcz pełen czasu, szkitaj też lesy, pola a łuki. Prosimy, usłysz nas. Żonuj pracu naszych ruków, aż toż przez nam dareného ducha na dobro wszystkich wunamakamy. Prosimy, usłysz nas. Hilf uns, dass wir uns untereinander helfen. Wir bitten dich, höre uns. Wecke in allen Menschen die Verantwortung für die Zukunft der uns anvertrauten Dinge. Wir bitten dich, höre uns. Lass uns denken, handeln und sprechen in deinem Sinne und segne all unsere Unternehmungen. Wir bitten dich, höre uns. Alleluia. Oremus, Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tue memoriam reliquisti, tribue quesumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, und redemptionis tue fructum in nobis iubit essentiamus, vivis et renas in saecula saeculorum. Amen. Gesegnet sei die Kirche Gottes auf der ganzen Erde, gesegnet alle, die an Christus glauben, gesegnet sei dieser Ort und alle, die hier wohnen, die Frucht der Erde und das Werk der Menschen. Das gewähre der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ist
Fester, lass die Hoffnung heut die Liebe sein.
Singen Sie ein. Te Deum laudamus. Benedicamus Patrem et Filium cum Spirito Sancto. Domine exaudi orationem meam. Dominus vobiscum. Oremus. Deus cui misericordiae nos numerus et bonitatis infinitas est thesaurus. Pissimne maestatis Tue proculatis donis gratiae agimus, Tuam semper clementia exoremus, ut qui penitentiae postulatis concedis, eodem cum deseras ad premium futura disponas per Christum Dominum nostrum. Amen.
Sehr geehrte Exzellenzen, liebe Mitbrüder, sehr verehrte Frau Äbtissin, liebe Schwestern, sehr geehrter Herr Honorarkonsul, liebe Gäste, lubi bratcia sotrobe knesu, my jsme bohužak prajili a chceme skrótka se podziakować Romadze kniezom Westernostu za to, że jsme smili w zajszłych dniach zromadnie dożywić, twarić a do przychoda wieść. Ein kleiner Dank will von uns gesagt werden nun für all das, was möglich war in dieser Festdekade. Hej, lubi osadni, zromadne możemy wulkotny 10-dniowski swiedzień 800. rocznicy prynieho przyspomnienia pisomnego naspomnienia Kruszczyc a też Prawoczyc oswiecić. Zromadnie wuprajamy tu już dziak wszystkim, którzy są k poradzeniu tego wulkotnego swiedzienia przynoszowali. Najpierw członom przygotowanskiego wubierka ze członów osadnej a gminskiej rady, osadnej a też gminskiej sekretarce za ich przeszłą mieru pilne dzieło. Gminskim dziełaczeriam gminy Kruszczyc, z wujnki naszej osadnej, Petry Waurie a jeho pomocnikom za organizowanie a zastaranie z napojemi, wszystkim jednotliwcom, którzy pomachu stan twarić, przygotować, wupyszyć a po świadczeniu też zaso za przychodny podok zrumować. Wszystkim, którzy są o wicze a nastajenie czestnych wrotów starachu. Wszystkim, którzy są jednotliwe dny z ich programowymi przynoszkami obrobili. Świntuchy, Holaski, Kruszczanscy dujerio, Horiany, Woniowa Wobora, Pistowania Pančic, dziwadłowa skupina, Wudworskie, Kruszczan Wosadny Kor, Kor Lipa, Młodzieński Kor Nebečic, Przespólni a Poštyrjoch. Tady šimanej za wiedziene połsy a za ugotowanie czytania z knih Kruszczyc a czytariam na tutych zaradowaniach. Petre Suchije za zestajenie ranie wustajence wosryczcy. A też Marie Oszice za krasnu wustajencu jeho tworbu w rumach gminskiego zariada. Wszystkim obsedzariam dworu so my dziękujemy za ich pomocnikom za ugotowanie a przedstawienie ich dworu a remesła. Katarzyny Jokowej a Uwe Matce za koncipowanie a organizowanie swiedzienskiego czacha. Wszystkim tam sobu skutkowacym na tutym swiedzienskim czau za wubiernie ugotowanie tutych obrazów. Dziękujemy so Romanie Nuke a Francie Szocze za zestajenie filma, za filmowy wieczór, Andrzej Wałdzie a Szczepanie Riczlej za wiedzenie po stawiznach a przyrodzie po kopszynianskim rodziszczu, Monice Gerdesowej za je przedność k putnikowaniu po Via Regii a putnickiej stacji w Kruszczycach. Szulskiej dyrektorce Kneli Heduszcenej a wuczeriam szulu w naszej osadzie za przygotowanie a przewiedzenie wulkotnego sportowego swiedzienia. Symane Heduszce a wuczakam, kajście zase dyrektorce Kruszczan Szule, kajście wszystkim szulariam a starszym, ki su podbierali na zvučovanie a przedstawienie musicla. Dziękujemy so za wulkotu knihu, za sobowudavačestvo pola ludového nakladnictva a wieso dziękujemy so wszystkim dariteľom za ich pieniężną podbieru. Dziękuję prajcem tym słowom, ki su w zajszych dniach znesli, so ich lubych let ma widział, dokud so was wiedzieć staraja, a nic naposled k wam wosadnym, a w obydleriam gminy, všim naszym hostčom, zosće tutun svedžen opytali, jenu krasne rozmowy smo mogli wieść, a jutro bitu naladu sme tu hajili, za to wszystkim zapłać budun kniez. Es war ein sehr großes gemeinsames Werk, das unter Gottes Segen steht und stand. Dem Gott haben wir gedankt und nun wollen wir Ihnen, Euer Exzellenz, danken, dass Sie zu uns gekommen sind, Ihnen eine kleine Erinnerung mit überreichen. Ein Buch ist unter anderem entstanden zur Geschichte des Ortes, der Pfarrei und der umliegenden Ortschaften. Das möchten wir Ihnen gern übergeben, auch Herrn Bischof, Frau Äbtissin und auch Herrn Honorarkonsul. Und da wir uns in der Kirche von Crostwitz befinden, haben wir auch gemeinsam zu Wege gebracht eine Gedenkmedaille.
Wir haben eine prägen lassen. Sie hat auf der einen Seite die beiden Apostelfenster, die wir links und rechts vom Hochaltar sehen. Und die Schauseite ist eigentlich die Pfarrkirche Crostwitz, die Ansicht, so wie wir sie von Weitem sehen. Auch die möchten wir gern als Erinnerung Ihnen mit anvertrauen. Eine Bitte habe ich noch. Eine Bitte an alle. Bitte stehen Sie auf, schauen Sie auf die Orgel. Unser Fotograf möchte ein Gruppenfoto von oben machen, dass alle mit drauf sind. Einfach nur sich umdrehen, zur Orgel schauen und so, dass sie da zu sehen ist. Wir haben in diesen Tagen sehr viel Grund, um Segen zu bitten und haben sehr viel Segen empfangen. Die Tage waren gesegnet. Das Mittagessen soll auch gesegnet sein. Amen. Vučces tvoje ruke mame, što što pjeđe uživame. Žonu dare atiš nas, Jesu naše duše pas. Amen. Chwalny Jesus Christus.